Drugi referat, ki ga bo predstavila dr. Kerstin Suzane Jobst. Dr. Jobstova prihaja iz Dunaja, iz Inštituta za zgodovino vzhodne Evrope in je predavateljica na Dunajski univerzi. Ukvarja se s problematiko nacionalizmov v času Habsburške monarhije, z zgodovinskimi miti, z zgodovino preskrbe, turizma. Podrobno še pa preučuje med drugim zgodovino Poljske, Rusije in Ukrajine. Danes nam bo predstavila referat z naslovom Hunger als kulturelle Ressource. Der Holodomor in der Ukraine. Ja, herzlichen Dank. Auch ich werde leider auf Deutsch reden. Nachdem wir uns jetzt den Vormittag über mit eigentlich einer sehr schönen Sache im Leben auseinandergesetzt haben, nämlich mit dem Essen und Trinken, rede ich jetzt, wenn man so will, über den bösen großen Bruder des Essen und Trinkens, nämlich den Mangel an Nahrung und hier eben den Hunger. Im Kontext der Ukraine denkt man ja in den letzten Monaten primär an ein sehr problematisches russisches-ukrainisches Verhältnis. Einerseits, auf der anderen Seite, gerade wenn wir uns die Ostukraine angucken, an ein sehr enges russisch-ukrainisches Verhältnis. Und insofern ist dieses Thema eng, und ich hoffe, das kann ich zeigen, eng auch mit einer sehr aktuellen Problematik verbunden, nämlich, dass der Holodomor in dem ukrainisch-russischen Verhältnis auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Dass die Erfahrung des Massensterbens durch Hunger Teil des kollektiven Menschheitsgedächtnisses und somit zugleich eine kulturelle Ressource ist, spiegelt sich im Christentum zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes wider, wo der Hungertod als der dritte, der schwarze, apokalyptische Reiter in das Gedächtnis eingeschrieben ist. Während in früheren Zeiten das Massensterben durch Hunger zumeist durch Krieg, Naturkatastrophen oder Klimafolgen ausgelöst wurde, ist es gegenwärtig Konsens, dass weltweit grundsätzlich ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen. Und das Problem liegt nach Expertenmeinung vielmehr in der Verteilung oder gar in dem bewussten Entzug von Nahrungsmitteln. Und der bewusste Entzug ist hier eben als politisches Mittel aufzusehen. Die internationale Gemeinschaft hat bereits vor ca. 15 Jahren einen konzertierten Kampf gegen den weltweiten Hunger ausgeschrieben. Damals hungerten ca. 840 Millionen Menschen und Unterernährte auf der Welt. Und das Ziel war, diese bis 2015 um die Hälfte zu reduzieren. Das ist nicht gelungen, nämlich wenn wir uns den unlängst veröffentlichten Welthungerindex anschauen, ist die Zahl der Hungernden zwar gesunken, nämlich auf nur noch 805 Millionen Menschen weltweit, die als chronisch unterernährt gelten, aber insgesamt gelten 2 Milliarden Menschen auf der Welt zumindest mehr oder minder der Hungererfahrung ausgesetzt. Täglich sterben ca. 25.000 Menschen an dessen direkten oder indirekten Folgen, das heißt über 9 Millionen Menschen pro Jahr. Und wenn wir uns überlegen, die österreichische Bevölkerungszahl trifft ca. 8,5 Millionen Menschen, muss man sich einmal vorstellen, dass jedes Jahr die ganze österreichische Bevölkerung und noch ein paar mehr einfach verhungert. Ob und in welchem Maße die internationale Gemeinschaft den permanenten Hungerereignissen der Welt ihre Aufmerksamkeit schenkt, das hängt von sehr vielen Faktoren ab und keineswegs allein von einer besonders hohen Opferzahl. Als zum Beispiel im Sommer 2005 eine durch Dürre und Heuschrecken hervorgerufene Hungersnot das westafrikanische Niger heimsuchte, die ca. 2,5 Millionen Menschen bedrohte, von insgesamt 14 Millionen Menschen, blieb sowohl Spendenbereitschaft als auch das Interesse der internationalen Politik sehr gering. Groß war hingegen die Aufmerksamkeit, als in den 1990er Jahren in Nordkorea eine durch Dürre, Überschwemmung und Misswirtschaft hervorgerufenes Massensterben ausbrach. Der abermalige Beweis des
Systemsversagens eines realsozialistischen Staates dürfte das Interesse der Weltöffentlichkeit wesentlich gesteigert haben, mehr vielleicht als die Tatsache, dass in Nordkorea während der Hungerkrise geschätzte 10% der Bevölkerung, nämlich 2,5 Millionen Menschen, umkommen sollen. Wann aber ist Hunger als Massensterben, um mit Achim Landwehr zu sprechen, sagbar? Wann ist er nicht mehr allein Teil des kommunikativen, sondern Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses und damit kulturelle Ressource? Wie kann massenhaftes Sterben durch Hunger sinnhaft geordnet und damit eine Ressource des von Assmann definierten Funktionsgedächtnisses werden? Dies ist am Beispiel des großen ukrainischen Hungers der Jahre 1932-33, des sogenannten Holodomors zu zeigen, ist Ziel meiner Ausführungen. Es war unstrittig bis letztes Jahr, circa um den 22. November herum, das zentrale, traumatische, kollektive Erinnerungsereignis der neueren ukrainischen Geschichte. Jetzt müssen wir das vielleicht neu werden. Die verheerenden Hungersnöte von 1922 und 1946, 1947 haben ebenfalls die Ukraine heimgesucht. Und die werde ich hier aber nicht besonders betrachten. Bei dieser Entscheidung habe ich mich allerdings weniger von den vergleichsweise geringeren, dennoch millionenhaften Opferzahlen leiten lassen, als vielmehr von ihrer vergleichsweise beschränkten Diskurswichtigkeit. Im Kontext erwähnt wird ganz kurz und knapp auch Tschernobyl, also die Reaktorkatastrophe, die, so ist meine Auffassung, so etwas wie eine katalysatorische Wirkung im Prozess des Sagbarmachens des Holodomors geleistet hat. Die mit dem Holodomor verbundenen Forschungskontroversen werden von mir ebenfalls nur am Rande berührt, aber hier ein kurzer Blick mag die wesentlichen Thesen eigentlich zusammenfassen. Diese Forschungskontroversen kreisen bekanntlich um die Frage nach den Opferzahlen, vor allen Dingen aber darum, ob der ukrainische Hunger ein von der sowjetischen Regierung begangener Genozid und damit im Sinne der UN-Konvention von 1948 und des Völkerrechts intentional gewesen ist. Erwähnt sei hier, dass zum Teil mehrheitlich komplementär und nicht konträr argumentiert wird. Das bedeutet, der millionenfache Mord an ukrainischen Menschen sei anfänglich von Stalin nicht geplant gewesen, dann aber recht schnell billigend in Kauf genommen und nicht gestoppt worden, obgleich dazu Mittel und Möglichkeiten vorhanden gewesen wären. So ungefähr jetzt der Ablauf in den nächsten ca. 15 Minuten. Ich beginne mit der Begriffsklärung. Sie sehen hier Folgendes, was Sie vielleicht schon wissen, aber vielleicht noch nicht wussten, nämlich das Wort Holodomor hat nichts etymologisch mit dem Wort Holocaust zu tun. Es besteht kein etymologischer Zusammenhang, aber ich wage zu behaupten, dass der vielfältige Gebrauch durchaus daran erinnern soll. Holocaust, aber dazu vielleicht später noch mehr. Die Befassung mit dem Holodomor ist aus verschiedenen Gründen relevant und aktuell, wie ich einführlich schon angedeutet habe. Erstens hat dieses Massensterben eine fast beispiellose Karriere gemacht. Noch Anfang der 1990er Jahre wunderte sich der polnische Staatsrechtler mit Namen Tadeusz Olszanski darüber, dass die Erinnerung an den Holodomor praktisch aus dem Weltgedächtnis ausradiert sei. Das hat sich grundlegend geändert, ist er doch auf dem besten Weg, neben dem irischen Great Famine der Jahre 1845 bis 52 und der durch den großen Sprung nach vorn ausgelösten Hungersnot Ende der 50er Jahre in China die meist beachtete Hungersnot der neueren Geschichte zu werden. Zweitens scheint der Holodomor geradezu paradigmatisch für die von alleine Assmann ausgemachte ethische Wende vom sakrifiziellen zu viktimologischen Formen des Erinnerns zu sein. Dabei wird nicht mehr allein, wie in den unter anderem von Herfried Münkler beschriebenen heroischen Gesellschaften, demjenigen gedacht, der sich für eine größere Sache geopfert hat, dem sogenannten Sacrificium, sondern im konkreten Fall wären das zum Beispiel im ukrainischen Fall die Feuerwehrleute und Liquidatoren von Tschernobyl. Deren Heldentum ist innerukrainisch konsensfähig und wird
hat sich tief in das kollektive Gedächtnis nicht nur der Ukrainer, sondern auch vieler Sowjetbürger eingebracht. Diese ethische Wende hat zur Folge, dass nunmehr auch die Victima im Fokus der Erinnerung steht, nämlich die, die geopfert wird. So wird nun in der Ukraine, wie in vielen osteuropäischen Gesellschaften, nicht mehr allein der toten Kombattanten und den tapferen Helden gedacht, deren Namen jedes Schulkind kennen muss, sondern es wird auch den passiv gestorbenen, namenlosen Frauen, Männern und Kindern. Diese Form des Erinnerns ist charakteristisch für die kollektive Bewältigung und die intentionale politische Instrumentalisierung von asymmetrischen Gewaltanwendungen. Und eine solche war der Holodomor ohne Zweifel. Die noch näher auszuführende Popularität des Holodomors inner wie außerhalb der Ukraine steht im krassen Gegensatz zum Schweigegebot, mit dem er jahrelang belegt gewesen zu sein schien. Innersowjetisch mag man sich dies mit den üblichen systemimmanenten Repressionen und Vertuschungstaktiken erklären. Hinzu kam die Planierung von Friedhöfen, was das tätige Erinnern an die Toten erschwerte, eine forcierte Neubesiedlung entvölkerter Gegenden und die gefälschte Bevölkerungsstatistik von 1937. Und durch das bereits im Dezember 1932 eingeführte binnensowjetische Passsystem wurde nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern insbesondere auch die Kommunikation zwischen Individuen behindert. Der massenhafte Exodus in die Städte während der ersten Jahrzehnte sowjetischer Herrschaft hatte außerdem einen mentalen Bruch mit ländlichen Lebenswelten zur Folge. Und zur Tabuisierung trugen gleichwohl auch noch andere Momente bei, etwa die Meinung nicht weniger überzeugter Kommunisten, welche das Hungersterben als notwendige Maßnahme zur Brechung der psychologischen, bäuerlichen Disposition begreifen wollte. Das war seinerzeit nämlich zum Beispiel die Meinung eines bekannten russischen Germanisten, nämlich Lew Kopelew, der sich später bitter beklagt hat, beziehungsweise entschuldigt hat für diese Haltung, die er in den 30er Jahren als junger Komsomolz vertreten hat. Erwähnt werden muss überdies das in Hungersnöten großen Ausmaßes regelhaft auftretende Brechen von Nahrungstabus, die ebenfalls zur Unsagbarkeit beitrugen. Dazu zählen insbesondere das Verzehren von schädlichen Dingen, Gräser, Baumrinden etc., oder kulturell tabuisiertem Nahrungsersatz, Katzen, Hunde, andere Kleintiere, sowie, und dies gilt auch im Fall des Holodomor, den bekannten Fällen von Kannibalismus. Und schließlich, wie im Kontext der Überlebenden der Shoah bekannt, das Trauma der Davongekommenen, welche unter anderem von Catherine Meredith in einem auf Interviews basierenden Buch nachgezeichnet wurde. Und dass wenige Jahre später mit dem sogenannten Großen Vaterländischen Krieg eine weitere und diesmal innersowjetisch sagbare Katastrophe die Sowjetunion heimsuchte, welche die vorherige zu überlagern half, beförderte das Vergessen zudem. Vor allen Dingen aber hat jedoch eines zur Unsagbarkeit beigetragen. Verhungern, das ist ein höchst unheroisches Sterben, welches sich zur kollektiven Memorierung lange Zeit nicht zu eignen schien. Bei genauer Betrachtung wird aber deutlich, dass die große ukrainische Hungersnot der 30er Jahre mit ihren Millionen Toten im In- und Ausland alles andere als unbemerkt geblieben war. Nach einer Verlautbarung der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften vom November 2008 wird gegenwärtig merkwürdig exakt von insgesamt 3.941.000 Menschen ausgegangen, die gestorben sind im Zuge dieses Ereignisses. Eine solche Zahl an Menschen, mag sie nun höher oder niedriger zu veranschlagen sein, stirbt in jedem Fall nicht einfach heimlich, nicht einfach im Verborgenen. Und dies wusste auch die offizielle sowjetische Seite, die auf dem Höhepunkt der unionsweiten Hungerereignisse eben nicht von einer Hungersnot sprach, sondern von, Zitat, Engpässen in der Lebensmittelversorgung. Derartige verharmlosende offizielle Sprachregelungen sind bei Hungersnoten durchaus üblich. Erinnert sei hier nochmal an den chinesischen Fall, in dem offiziell und mit einiger zeitlicher Verzögerung von einem nicht regulären Tod oder den 3 Jahren der Schwierigkeiten die Rede gewesen ist.
An dieser Stelle kann man noch kurz auf weitere Parallelen zwischen dem ukrainischen, chinesischen oder auch irischen Beispiel hinweisen. Nämlich der Getreideexport aus all diesen Hungergebieten ging nämlich parallel zur Hungersnot unbeirrt weiter. Um an Devisen zu gelangen, wurde sowjetisches Getreide sogar zu Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt feilgeboten und gekauft. Trotzdem von einer ukrainischen Hungersnot oder einem an den Ukrainern absichtlich begangenen Hungermord nicht die Rede war, es gelangten zumindest Gerüchte über den sowjetischen Hunger ins Ausland. Um die unter westlichen Linksintellektuellen vorhandenen Sympathien für das sowjetische Experiment für ihre Zwecke zu nutzen, lud der Kreml beispielsweise Intellektuelle wie Romain Rolland, Henri Barbusse oder Georges Bernard Shaw zum Internationalen Schriftstellerkongress ein. Freilich entsprechend überwacht durchreisten sie die angeblich von der Hungersnot entvölkerten Landstriche und wussten nach ihrer Rückkehr nur Positives zu berichten. Bis in unsere Zeit berühmt-berüchtigt ist dieser Mann, nämlich Walter Duranty, Korrespondent der New York Times und Träger des Pulitzerpreises. Der hatte im März 1933 lediglich von einigen Todesfällen als Folge von Unterernährung in der Sowjetunion berichtet. Kollegen wie Rolf Burns von der New York Herald Tribune oder die Briten Gareth Jones und Malcolm Muggeridge widersprachen ihm aber nämlich schon in dieser Zeit und daraufhin musste Duranty nachrecherchieren und hat letztlich 2 Millionen Hungertote in der Sowjetunion eingestanden. Westliche Politiker wie der mehrmalige norwegische Ministerpräsident Johan Mowinckel versuchten ebenfalls schon in der Zeit, das Thema sagbar zu machen, scheiterten mit ihrer Anklage aber etwa beim Völkerbund. Wegen der zahlreichen Versuche westlicher Regierungen, diplomatische Beziehungen zur bislang geächteten UdSSR aufzunehmen, bestand womöglich gar kein Interesse an Horrormeldungen aus dem Sowjetreich. Anders sah es aus polnischer und nationalsozialistischer Perspektive aus. Beide Regime versuchten nämlich, das Thema sowjetische Hungersnot offensiv für ihre Zwecke zu nutzen. In den Gazetten der von der polnischen Regierung in den 20er und 30er Jahren unterstützten antisowjetischen Prometheus-Bewegung wurde der Hunger ebenso propagandistisch ausgeschlachtet wie von ukrainischen Kreisen in Polen selbst. Und der auch finanziell zunehmend von der deutschen Regierung abhängige Europäische Nationalitätenkongress initiierte gar eine groß angelegte publizistische Kampagne zur Koordinierung des Prozesses. Unter anderem kamen in diesem Kontext diese Bilder in die Welt. Es ist aber bis heute umstritten, ob die tatsächlich von der Hungersnot 1932-33 stammen oder nicht vielmehr schon von 1921-22, als die Sowjetunion sehr offensiv mit diesem Ereignis umgegangen ist und damals eben auch ausländische Hilfe akzeptiert hat. Daneben lancierte die sich in erklärter Feindschaft zur atheistischen Sowjetunion befindliche römische katholische Kirche Hilfsaktion, die allerdings neben der Weigerung der sowjetischen Führung, Lebensmittellieferungen ins Land zu lassen, nicht umzusetzen war. Allein in solchen Fällen wurden die Opfer übrigens national verortet, wenn nämlich bei einzelnen Spendenaufrufen auf das harte Los deutscher oder ukrainischer oder eben polnischer, nämlich römisch-katholischer Landsleute in der Sowjetunion hingewiesen wurde. Die Hungersnot in der Sowjetunion zu Beginn der 30er Jahre war, so viel steht fest, in ihrer Zeit nicht unbekannt. Sie war insofern außerhalb des Sagbarkeitsfeldes und Einschränkungen, Anspielungen, Indikate, explizite Tabuisierung, dieses ebenso beschränken wie Konvention, Verinnerlichung und Bewusstseinsregulierung. So ist der Holodomor bis in die 1980er Jahre vor allen Dingen ein Thema einer vornehmlich nordamerikanischen, ukrainischen Diaspora gewesen und dort auch schnell zu einer kulturellen Ressource geworden. Beispielsweise entstand 1958 der Roman Jean Diknas, Der gelbe Prinz von Wassily Barka, der selbst den Hunger in seiner Zeit ebenfalls betroffenen südrussischen Kuba überlebt hatte. Und 1933 entstand Ulla Sandschuks bis heute sehr wirkungsmächtiger Roman Maria, auf dem unter anderem auch der in den 90er Jahren sehr populäre ukrainische Film Cholak 33 beruht, Hunger 33. Öffentliche Debatten über die Hungersnot in
innerhalb der Sowjetunion gab es hingegen auch nach Stalins Tod nicht. Chruschtschow kritisierte zwar in seiner sogenannten Geheimrede die verfehlte Agrarpolitik des just verblichenen Sowjetführers, dessen Abweichung vom leninistischen Prinzip oder die Verfehlung lokaler Führer, nicht aber die Folgen der Zwangspolitik. Sagbar und kollektiv memoriert wurde stattdessen das Leiden und der heldenhafte Kampf des Sowjetvolks im Zweiten Weltkrieg samt dem Sieg über die Faschisten, eine auch heute ja wieder sehr, sehr aktuelle Narration. Tabuisiert wurde auch der Mord an sowjetischen Juden, eins ganz klar, oder eben auch das Hungersterben. Also durch dieses heroische Ereignis wurde die Erinnerungskultur in der Sowjetunion nicht nur in der ukrainischen SSR stark überlagert und schließlich wollte die so lange geschundene sowjetische Bevölkerung den erreichten bescheidenen Wohlstand und die neue politische Stabilität vielleicht auch einfach nur genießen. Ein Desinteresse lässt sich in gleichem Maße für die innersowjetische Dissidentenbewegung feststellen, deren Beginn ungefähr um 1965 war. Beispielsweise bei den sogenannten Schistidisjatniki, also den 60ern, mit ihrer sehr ausgeprägten intellektuellen Basis. Für die war das kein Thema. Vermutlich waren sie zu sehr ihrem eigenen städtischen Milieu verhaftet, als dass sie die überwiegend die Landbevölkerung betreffende Hungersnot hätten aufgreifen können oder wollen. Und dieser lockere Zusammenschluss von Kulturschaffenden wollte überdies ja auch einen kulturellen Aufbruch, aber sie wollten keinen Systemwechsel. Sie wollten zwar der repressierten ukrainischen Kultur zu neuem Aufbruch helfen, aber sie wollten den Sozialismus nicht abschaffen. Somit bedurfte es erst einer späteren Generation von Oppositionellen, welche den Diskurs des Nationalen auch mittels der Thematisierung des Holodomors moralisieren wollte. Gleichzeitig beherrschten im Westen die nationalsozialistischen Verbrechen und vor allen Dingen die Shoah den Diskurs, wobei sich diese, worauf Tony Judd wiederholt hingewiesen hat, nämlich zur wesentlichen moralischen Richtschnur im europäischen Einigungsprozess entwickelte. Zwar nahmen westliche Regierungen zur Unterstreichung des Systemgegensatzes die Missachtung der Menschenrechte in der Sowjetunion wiederholt auf, so zum Beispiel nach der Veröffentlichung von Solschenitsyns Roman Dem Archipel Gulag. Der Hunger der Jahre 32-33 aber, geschweige denn ein am ukrainischen Volk verübter Hungerholocaust, war kein Thema. Zumal die Sowjetunion im Westen vielfach gar nicht als Vielvölkerstaat wahrgenommen wurde. Und man hatte sich überdies freilich in einer bipolaren Weltordnung unter den Prämissen der friedlichen Koexistenz eingerichtet. Erst die Präsidentschaft Ronald Reagans, der ja die UdSSR bekanntlich zum Reich des Bösen stilisierte, markiert hier eine Zäsur. Und im Auftrag des US-Kongresses hat dann der amerikanische Historiker James E. Mace sowie Robert Conquest mit seinem Buch The Harvest of Sorrow dann schließlich dieses Thema zuerst in den amerikanischen Kontext eingebracht. Was nicht gesagt worden ist, oder nicht unterbelichtet war, dass der Hunger beileibe nicht nur die ukrainische Bevölkerung betroffen hat, sondern eben auch große andere Teile. Und prozentual hat übrigens die kasachische Bevölkerung am meisten gelitten, weil dort circa ein Viertel der Bevölkerung ausgerottet worden ist in den Jahren durch Hunger. Der Historiker Conquest hat übrigens seine Meinung mittlerweile geändert, während er in den 80er Jahren, ich glaube, er lebt immer noch, ist schon sehr, sehr alt, während er in den 80er Jahren also sagte, das war ein Hungergenozid, hat er das jetzt in den letzten Jahren ein wenig verändert, wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Forschungsergebnisse. Innerhalb der veränderten politischen Parameter in der Sowjetunion mit der Perestroika oder wie es auf Ukrainisch heißt, der Peribudova, wurde der Hunger schließlich auch in der UdSSR sagbar. Ich will Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen aufführen. In jedem Fall spielte das Erinnern an den Holodomor gerade in dieser Umbruchphase Ende der 80er Jahre eine ziemlich große Rolle. Geben Sie mir noch ein paar Minuten, um jetzt nach der Unabhängigkeit einen kurzen Blick
zu werfen, zumindest auf die politischen Akteure. Und zwar kann man sagen, dass innerhalb der ersten Präsidentschaften, also unter anderem unter dem ersten frei gewählten Präsidenten Leonid Krawtschuk, die Erinnerung an die ukrainischen Opfer in der Sowjetunion zu einer nationalen Aufgabe erklärt worden sind. Obwohl manche der nun neu gewandelten Ukrainer dabei selbst eine erhebliche Rolle gespielt hatten, galt es sich nun von der schlechten, also sowjetisch-russischen Vergangenheit abzugrenzen. Anfang der 90er wurde dann anlässlich des 60. Jahrestages eine ukraineweite Woche des Erinnerns und der Trauer einberufen, die nicht arbeitsfrei war, und ein sogenanntes Holodomor-Denkmal eingeweiht. Die erste von einer ganzen Reihe von Denkmalen und Erinnerungskomplexen für das Holodomor. Also ich denke mir, das spricht fast so selbst diese christliche Konnotation, um es mal euphemistisch zu sagen, ist sehr überwältigend. Mittlerweile gibt es noch diverse andere, diese ganzen Jahrestage werden fast wie der Gang Christus nach Golgatha visualisiert. Hier sehen Sie zum Beispiel so alles für Kerzen, das ist sehr, sehr rührend, wenn man dabei ist. Das ist der geplante Erinnerungsprojekt, das bislang nur teilweise in Kiew am Dnepr verwirklicht worden ist, aber Sie sehen schon, das soll ziemlich immense Ausmaße einnehmen. Es ist im Grunde das, was Susan Sontag mal als Memory Complex, Memory Industry bezeichnet hat. Unter Juschenko wurde diese ganze Sache zu einer noch viel, viel wichtiger. Das wundert einen nicht. Ich möchte jetzt kurz nur noch eine Bemerkung machen, und zwar nach dem Wechsel von Juschenko auf den letzten, ja nun auch nicht mehr Präsidenten Janukowitsch, der eben diesen Fokus nicht mehr auf den Genozid setzt, sondern eben das als Armageddon bezeichnet. Also der Moskau-freundliche Präsident Janukowitsch, 2010 dann doch endlich gewählt, hat also versucht, so etwas wie eine Zäsur in diesen Genoziddiskurs einzubringen, und kurz sah es so aus, als ob er den Holodomor wieder unsagbar machen würde. Und dabei waren gewisse Zugeständnisse an den großen Nachbarn im Norden ziemlich deutlich. Die russische Führung leugnete bekanntlich nicht seit den 90er Jahren die Tatsache einer großen Hungersnot, betonte allerdings, dass es neben ukrainischen eben auch russische, kasachische und andere Opfer gegeben hat. In den Monaten nach Amtsantritt ging der Präsident Janukowitsch zwischenzeitlich aber noch weiter, und zwar indem er auf seiner offiziellen Website sämtliche Hinweise auf den Hunger tilgen ließ. Es war offensichtlich der Versuch, einen erinnerungskulturellen Status quo ante herzustellen. Da hat er sich aber anscheinend wieder schnell belehren lassen, denn bald tauchte auf den offiziellen Seiten wieder zahlreiche Hinweise auf den großen ukrainischen Hunger auf. Gleichwohl war aus Janukowitschs Stellungnahmen eine deutliche Bedeutungsverschiebung zu lesen, weg vom Genozid hin zum transzendenten Armageddon. In seiner Adresse an die Ukrainer und die Ukrainerinnen anlässlich des Holodomor-Gedenktages im November 2010 ließen sich bemerkenswerte Sprachregelungen ausmachen. So wurde der Holodomor nicht länger als Genozid bezeichnet, sondern als eine schwer zu verstehende Tragödie, einem wirklichen Armageddon. Und auch seinem Missfallen über die auch nach seinem Amtsantritt nicht verstummen wollenden wissenschaftlichen Debatten über Ausmaß und Ursache der Hungersnot verlieh er Ausdruck. Er kritisierte in offiziellen Kontexten den Begriff, die Auffassung sogenannter Wissenschaftler. Diese hätten, Zitat, leichtfertig begonnen, mit Opferzahlen um sich zu werfen. 3 Millionen, 5 Millionen, 7 Millionen und mehr. Das ist Blasphemie. Ist doch der Tod jedes Einzelnen ein nicht zu ersetzender Verlust, nicht nur für die Familie, sondern auch für den ganzen Kosmos. Zitat Ende. Und dazu passt auch dieses Bild. Medvedev, der damalige Präsident, gemeinsam mit Janukowitsch im Holodomor-Gedenkkomplex, was eine Versöhnung anmachen muss. Wie es jetzt unter der neuen Präsidentschaft von Herrn Poroschenko weitergeht, vermag ich im Moment nicht
zu sagen. Ich denke mir, das Land hat im Moment andere Probleme und es wird sich erst weisen, wie es mit der Ukraine insgesamt weitergeht und welche Rolle der Holodomor als kulturelle Ressource dabei spielen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.